Ekran! Låt ons topranen en God kennenleren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Hier is Eduard Giesbrecht. En voor mij is het een vrede dat ik van jou hier zijn. Met mij is een vriend die is allemaal hier geweest in Ekran. Al jaren terug. Ja, 2009. Arno Hendricks. Ja. Rudolf Arno Hendricks, niet zo? Ja. So 2019 weer schon mal mit anziehen. Ja. Titel reden über Familie. Ja, en ditmaal is een ander thema. Nee. So, ik freue mich voor deze aanlouding. Du bist van Brazilië, niet zo? Ja, ik kom uit Brazilië, uit de stad Curitiba. Een ganz grote stad. En daar hebben we onze gemeente Shalom Gemeinschaft. Ja. So, hoeveel jaren zijn je al als pastoor in de arbeid? In deze gemeente zijn we 28 jaar, aber jetzt hier am Weg al 40 jaar. So, du hast al veel Erfahrung. Dat is aber nicht in de plattische Welt, wo du dein bist. Nee, so? nicht plattische Welt. Es ist eine portugiesische Welt. Wir fangen an in der Mennonitische Church, aber wir deden da Hochdeutsch predigen. Nachher fängt das an, langsam ab Portugiesisch even te komen. Ja. Dat gaat je in taal Europa deed naar deze richting, manche Brazilianen. Zo, er waren vele mischeieren en wir werden te hard dat moesten ook dat evangelium verstaan. Ja. En niet bloß dat teach met schreeuwen, aber nicht dat verstaan. Zo fangen we aan dan davon te reden, met de prediger daarover te reden, dat we eine portugiesische gemeente opmaken deden. Ja. Zo, voor 28 jaar dan hebben we dan de Shalom Gemeinschaft gegründet. Ja. Wauw, sehr schön. Ik ken die nu al een paar jaar, niet zo sehr goed, maar zoveel beter ik die kennenleer, zoveel meer kan ik ook leren van die. En we willen van jou alle ook van die leren. Maar ik wil jullie hier wat wijzen. Dit is een boek wat je geschreven hebt. Ja. Ik wil mal den Titel hier lezen. Dat zegt einfach, Deus está falando com você. A voz de Deus, o código fonte. So, wat dat betekent, waar je vielleicht wundern, nicht so, das ist nicht applaudisch. Nee. Dat zegt hier, Gott redet mit dir. So, Gott redet mit dir. En van wo seine Stimme herkommen, dat, nicht so? So, weil wir über das Buch geschrieben. Wanneer hast du das geschrieben? 4 jaar. Dat jaar hij tot Ruud gebracht. Ja. 2022 uitgebracht. Ja. En heeft dan, ik zei, maar heeft me 6 maanden idee tot Ruud te brengen, om een ganse leven uit te leven. Eerst mal uit te leven en dan dat handschrijven wat man erleefd heeft, ja, met de stem Gottes. So, wo hast du das erlebt? Wo fängt Gott in dein Leben an zu reden? Bij mij fängt dat mal als met 14 jaar, 15 jaar. Eerst mal als ik in een evangelisatie metmaken deed. En in de evangelisatie verstond ik moest Jezus als mijn haar aannemen. En dat we dan een moment während de predigt, während de prediger dat predigen deed, dat we in Nieveld van Canada. En mir werd het klaar, ik moest Jezus haar hebben. Ja. En zo heeft hij woont dan bij ons en ik heb met hem mijn hand gesneden en Jezus in mijn leven aangenomen. Ja. En die tijd, ik kon niet genau zeggen wanneer, maar in die tijd eenmaal als ik slopen deed en keek zo uit het venster weer schijnen mannen zien. En daar waren dan de bomen, die waren zo, die keek je waar ze zich bewegen deden. En op eenmaal kom je in de vraag. Wer wordt de nächste Gemeindeleiter zijn? Nächste prediger in de gemeente. En als een jonge man zei ik, nou, wenn du mich brokken wil, zei hij zie rijdt. Wow. En aber dat verjingt zich dan, maak ik mijn studium wieder. En na 5 jaar later, als ik 18 jaar was, dan komt dat verder. Zo dat je nu is de tijd. Dat du dich vor dich machst, ja. Zum Prediger sein. Zum deine, ja.
Na, zei ik, nu niet. Nu wil ik eerst maar mijn universiteit maken en wel studeren, wel architect worden. Ik wil veel geld verdienen, dan wil ik de gemeente helpen met veel geld. Ik verzocht dan zo'n beetje geschafft te maken met God en mijn gedanken en mijn gevoelens. En eenmaal waar komt het, nu is de tijd, eenmaal dus gedanken, eenmaal waar, nu is de tijd. Dat ik dan mich een moment weer, wo ich da immer dahin, will nicht, auf einmal fällt ich mich so einen leeren Sack. Ladja Sack. Ladja Sack, ja. Und dort wird mir dann schrecklich. So will ich nicht leben, ohne Gott. Ich will die Gemeinschaft, was sagt man, Gegenwart, De Jeenwoord Gottes. de Jeenwoord Gottes erleben und in de Jeenwoord Gottes leben. Und auf einmal tragt sich terug. Da so will ich nicht leben dort. Das ist kein Leben. Und dann habe ich mich gegeven und habe 3 Jahre in Deutschland studiert, in der Bibelschule Brakke. Da wird dann interessant, da ist was meestal te zeggen, de wichtige Punkt bij mijn leven. Als de Salto 1 weer hadden we dan het vast. En als ik terugkijk op dem vast, dan kom je in de vraag, wat was je in de gemeente leren? En mij weer zo, ik had een lafkap. Wist niet, ik had zoveel geleerd, maar wat wil ik leren, wist ik niet. Te antwoorden. En dan weer de eerste vraag eigenlijk, kom ik ganz klar zo im Sinn. Ik had het niet gehoord, ik weet het bloß zo in gedanken, diese Frage. Aber was habt ihr am meisten in dieser Schule ongereed? Da wusste ich. Ich habe geleerd Tijd te nemen om de Bibel te lezen, Gottes stem te horen. Uit de Bibel uit. Uit de gemeenschap met God. En als ik dat antwoordde, dat zo voor mij in mijn dialoog, innerlijke dialoog, dan kom ik verder, tot am derde Mal. Dat je denkt, dat wil ik dat u in de gemeente beleren zult. Mijn volk zal mijn stem horen. En dan dacht ik, nou, dat is dan licht, ja. De mensen helpen de Bibel te lezen, uit de Bibel de stem Gottes te leren. Maar dat gaat nog her en dat is niet zo. Dat is niet helemaal licht. De mensen willen niet Bibel lezen, oder haben Angst und meinen, sie können die Bibel nicht verstehen. Und dann habe ich immer weiter versucht, die Menschen zu helfen mit an diese stille Zeit, was man so sagt, zu nehmen, Gott zu hören. En damit gearbeitet en eigentlich ist ein großer Kampf, die Menschen zu beruhigen, ein großer Kampf, die Menschen, dass sie sich hinsetzen und das Wille haben, Gott zu hören. Deze deel, du bist hier nu bij ons in Bolivien, deze deel redet sie von einmal von dat einzige Mal dann so wann Menschen dann über anfangen, zu sagen, Gott heeft te mij gereed. En dan zeg ik, ja, op eenmaal Gott heeft te mij gereed. En ja, dan zeg ik, Gott heeft te mij gereed. En de andere, Gott heeft te mij gereed. En op eenmaal fangt Jana und sich mit, dat fangt nicht an, lieber reinzustemmen, aber wer sagt, Gott heeft te mij gereed. En zanken sich in der Breite, wen wird es dort so? Dat is interessant, wenn man dann sich dann nennen brengen lässt. Dat de mensen ganz verschieden denken. En eine Sache ist, wo Gott dann so klar ist, nicht, wenn das Wort nicht rein ist, wenn das Denken nicht Gott angestalt ist, dann hört der Mensch ihrens Wort. Und dann sagt er da in Jeremia, dass das Wort bringt uns auf vom Reich Gottes. Warum? Weil wir an uns Städte, weil wir uns durchdrehen wollen. Und wir brauchen dabei, wenn Menschen sagen, Gott hat mir das gesagt, Gott hat mir das gesagt, wir brauchen eigentlich ein
wie sagt man, ein Maßstab, ja? Ein Motstock. Ja, zum Weiten, was richtig und was nicht ist. Ja. Wenn man sagt, ich will einen Meter haben, dann kann ich nicht sagen, ein Meter ist so viel, na, der andere sagt, ein Meter ist so viel, der andere sagt, ein Meter ist so viel. Nee, man muss einen Mut haben, ja. Wat sie allen nur dem rechten. Und so ist die Bibel. Die Bibel ist das Mut. Du musst dich in dem Verständnis von der Bibel dich einstellen, damit wir die Stimme Gottes recht klar haben. Und ich habe in Jesus hat in dem Evangelium klar gesagt, jede Wort macht 2 oder 3 Zeugnisse, wie sagt Zähne haben. Ja. Dat heißt, ich macht das Zeugnis von der Bibel haben. Ich macht das Zeugnis von, wenn befreit von der anderen Seite auch haben. Und ich macht auch einen Pastor haben über mein Leben. Ich brauche einen, der mir sagt, die Bibel in Römer 13 sagt, jeder Mensch soll unter eine Autorität leben. Wir können nicht über uns selbst sagen, ich bin die Autorität und ich weiß mich selbst. Das ist gerade das, was Adam und Eva deuten in Eden. Ja? Und wir brauchen 3 Zeugnisse. Manchmal, weil wir das so schwimmen. En dan wil ik een beetje vertellen hoe dat bij ons thuis was. Als ik zei dat ik wel de Bibelschool gaan, dan zei mijn ma, wie gaat, ik wou met pa reden. Maar reden met pa en pa zei, bloos ben hier in Curitiba. Nee, anders twee. We hebben geld van woanders. Hij weet, eerst moet ze dat ja, en dan weer de vraag, wo, weil ik wil in Duitsland. Waarom in Duitsland? Ik wil daar hebben wo ons Jugendleiter geleerd hat. Dat hat mich sehr angesprochen, zoals hij met de Bibel Gott uitkomen deed. En mir wird das so wichtig, dat ein Punkt, wo ich mit Gott sozusagen persönlich geredet habe. Das will ich dann so haben. Wenn so, dann muss ich Gott mit dich uitkomen. Und wir werden nicht sehr Gott mit dich. Ich bin sehr schlecht eigentlich. Und das ging dann, okay, dann sagt Papa nee. Dann wurde ich still. Wacht auf Gott. Die Zeit war noch nicht klar. Ja. Und wenn wir in der Bibel heeft ein Buch, nennt sich Prediger. Das Buch sagt, wenn du einen Gedanke oder ein Proposito, einen Vorsatz, Wenn du ein Ziel hast, dort moet dan taub kommen mit einem Ort, wann und wo das passieren muss. Und die 3 Sachen müssen sich überstimmen. Und wenn mehr Menschen taub sind und eine Sache, was Gott sagt, dann müssen diese 3 Sachen überstimmen. Und unser Vater im Himmel ist, er arbeitet in der Einheit. Er arbeitet nicht in der Zwietrack, im Zank. Im Psalm 133 sagt es sehr klar, ja. Wir müssen Einheit. Und dann müssen wir mehr Zeit haben, die Sachen zu unterscheiden. Ja. Und wenn die Menschen willig sind, die Stimme Gottes wirklich zu hören, dann wollen sie sich Zeit geben. Und manchmal ist es so, aber Gott hat gesagt, nu. Gott ist nicht zu laut. Er ist immer zu Zeit. Wenn er weiß, wenn ich 1 Jahr brauche, klar zu kommen, dann wird er mir all 2 Jahre fertig anfangen davon zu reden. Damit wenn die Zeit kommt, dass ich vor dich sehe. Ich verstehe, dass Gott so Worte deed, ja, mit uns. So Arno, dat schijnt dat te zijn dat God een eenheid schaffen heeft, zoals u zegt. Hij wil niet strijd. En we willen nog meer uit het boek leren en wissen. We willen dat niet alles verbringen können. Onze tijd is leider van jou te eng. Aber we willen het nächste Programm, Z2B, dan worden we weer over het thema reden dat God redt zu dir. God te zijn en bij het nächste Mal. Ciao, ciao. Ekran wordt in Bolivien produziert. Wenn du mit uns reden willst, schreib uns im WhatsApp nur Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.